Peter, hast du ja gemacht, hey? Die Lampe hast du in der Mandel hängen. Lebt sie. Da ist er, bist du auch da, Bursche? Fidel TV. Ja, bevor ich hier anfange, muss ich Agents fragen, können wir Coach mit der Lampe, ich komme für, wie beim Ferra Lux in der Lichtstraße. Jetzt hast du das Mikro an der Mandel hängen und dann können wir los. Agents muss fragen, können wir Coach miteinander schwammen? Ja! Na gut, da hat er Glück gehabt. Also der Helmut hätte es auch. Oh, ja. Ja, dann noch eine Reinigungskassette drin. Wir hören uns die mal an. Spieß das Ding drin. Nee, also der Helmut hätte es auch gesagt, der Knubbelig vom Klingelpütz oder wie man hügt das Neudeutsch sagt, Deliktdesigner. Of the all-inclusive Anlage from the city of Köln-Ossendorf. Dann zusammen. Folgt mir nun auf meiner Exekution durch meinen Haftalltag, beginnend mit dem alten Ossendorfer Grundsatz. 2 alt, 1 hellau, ab in der Bau. Ihr fragt euch natürlich, was ist der Strafvollzug? Also der Strafvollzug ist ja in jedem Land ein bisschen anders. Ich habe zum Beispiel einen Freund in Texas, genau gesagt in der Justizvollzugsanstalt Houston. Ja, so kann man das sagen. Also ja, jetzt tut man es nicht gefallen. Welcher Idiot ist dann auf die Idee gekommen, eine amerikanische Stadt Houston zu nennen? Wie heißt denn da der Vorort? Rotznass. Aber wie ihr wisst, hielt ja in Texas noch die Todesstrafe. Im letzten Monat hatten die dort 2 Kandidaten, eine Kölsche und eine Düsseldorfer. Ja, keine Angst, ich fange jetzt nicht mit den blödsinnigen Düsseldorfer Witze an. Dieser Teil meiner Rede ist rein exkrementell. Der Richter fragt, wer von euch ist dann zuerst dran? Sagt der Kölsche, ich. Sagt der Richter, du hast 2 Möglichkeiten, entweder der elektrische Stuhl oder der Strang. Sagt der Kölsche, ich nehme mal der elektrische. Die setzen auf den Stuhl schnell und der Arm, der kriegt das Hötchen an, die drehen der Schalter und paff, flücht die Sicherung raus. Nun, paff, paff, drehen wir hintereinander, flücht die Sicherung raus. Sagt der Richter, mein Sohn, du bist hiermit bist du begnadigt, du kannst quasieren. In der Kölsche quasi. In der Kölsche an der, so schwaben die Texaner. In der Kölsche an der Düsseldorfer vorbei und sagt, pass auf, nimm das elektrische, das stimmt jetzt nicht mit. Der Düsseldorfer ist dran, der Richter fragt wieder, mein Sohn, was wählst du? Der elektrische Stuhl oder der Strang? Sagt der Düsseldorfer, stimmt der Strang, der Stuhl ist ja kaputt. Hey, Lieben, jetzt sind wir uns ja schon ein bisschen näher gekommen. Jetzt kann ich ja auch ein bisschen über mich erzählen. Ne? Also, wir bitten Redner haben es ja auch nicht so einfach. Ne? Hey, da hast du jetzt aber ein bisschen näher gemacht. Hey, so können wir nicht durch das Saal legen. Ich komme noch mal frisch. Hey, wir Büttenredner haben's ja auch nicht einfach. Oh. Ich liebe euch. Ja, aber Lächerens, du musst doch jeden Herbst Dinge erzählen, wo so Juries für tragen, ne? Also für 4 Monate
Hast du für so eine Jury wieder für getragen? Das war ja irgendwo in der Eifel. Also anschließend um meinem Verzell gibt es so eine vierlagig gefaltete Fastelovensversteher für mich an. Nee, der muss wohl aus dem Nahen Osten worden. Wie heißen die? Nee, wie heißen die neuen Bundesländer der Buffel noch und Zählen? Möchte nicht vorkommen. Es stellt der Hütte-Säcker sich für mich hin und sagt, Herr Knoblich, so heißt ich ja wirklich. Warum parlieren Sie denn immer in dem kölnischen Dialekt? Können Sie kein Hochdeutsch? Also glaubst du, da ist man ehrlich gegangen. Oder auf Hochdeutsch gesagt, der Strom der Kommunikation staute sich an der Mauer der Sprachlosigkeit. Ich habe mich für den Schablone-Tänzer hingestellt und habe gesagt, passen Sie auf, du intelligenten Abtrittsbesucher. Ich hätte auch Klugscheißer sagen. Ich sage, erstens, es Kölsch kein Dialekt, sondern ein Sprach. Und zweitens ist es die Seele und die Tradition von unserem Rheinland. Und die Tradition zu bewahren, heißt nicht die Esch verwalte, sondern das Feuer am Brenner halten. Gelle Festgenosse, was ist das Schöneres, wenn du von Dienst oder von der Arbeit in den Stammkneiperinnen küsst? Das ist bei mir der lustige Scharfrichter. Da küssen die Mädchen, warum da stand in Fronde und andere Hanacke an der Theke. Führer steht bei mir immer der Zimmermanns Peter. Ich sage, na Peter, besser lang hier, sagt der 14 da. Dahinter steht der Schöpfersturz Bernie und sagt, ich bin hier geboren. Und an der Wand steht der gesetzliche Hinweis, Rauchen gefährdet ihre Gesundheit. Hätte einer mit Kolidrunge geschrieben, Dress Schwade auch. Ich liebe das. Ich liebe das. Also, und übrigens, det mir leidig, Peter, Larry, wir würden nicht Hannische, man mit Saalkapelle Mattestick dabei. Er wird die Hand auf und frei, Jan. Deswegen machen wir das durch zusammen. Weißt du, jetzt, wo ich da drüber am Kalvere bin, hey, da kommt der steil aus der Sonne. Hey. Ja. Hey, so fangen die schönste Schläge ja an. Und morgen muss die Putzfrau in dreckigem Zeng zusammenfällen. Hey, pass auf, jetzt machen wir den Dusch aus und du bist still da hinten. Lass die Reinigungskassette froß. Nee, ich mache Tete und ihr macht Sching-Bum. Lass mal das zusammen probieren. Tete. Sching-Bum. Larry, hast du gehört? So ja mit Hall. Jetzt, wo wir ja dabei sind, das ist zwar ein Wätscherfee, aber das ist erst ruhig. Ja, hört jetzt, ja, wir geht ja schon Wanderdüne durch den Strunk. Oh, das war was. Dankeschön. Dankeschön. Mein allerbester Freund. Was trinken wir hier? Jaffelkölsch. Hör mal, Larry, wo ist du denn hin? Achso, immer noch da. Larry, der Wirt hat gesagt, wir sollen eine kurze Werbeunterbrechung machen. Ist das in Ordnung? Machen wir kurz Werbung. Moment. Jaffelkölsch ist unerreicht. 2 getrunken, 10 geseicht. Oh, langerischer Nierentritt. Aber ihr Lieben, nicht, dass ihr jetzt meint, wir Beamten haben auch ohne Spaß Alkohol. Ja, dort kräftig Suffe hin. Also wer Joden Suffe ist, der lebt nach Hause so lange Züge alles doppelt. Bitte, kannst du uns raten, bitte. Aber nicht dran rumsuffen. Nee, also, wo waren wir dran? Ah, der löst hier Scharfrichter. Ne? Also, mein Lebensgefährtin, das Flora Soft. Ja, wenn du das Flora kennt jetzt, dann wüsstest du auch, dass Lebensgefährtin gibt von Lebensgefahr. Aber
Nee, mittlerweile, ich mag das Flora wirklich, ich mag die. Also die sieht doch gut aussehen mit feuerroten Haaren. Ne? Früher haben wir immer gesagt, rotes Haar reißt aus, macht Besen draus. Ja, wir sind halt lang zusammen, wir haben ja auch einen erwachsenen Sohn, der Kevin Jennifer. Ja, große moderne Name, ne? Übrigens, das Flora ist auch mit ihrem Damen-Kegelclub sind die auch in dem lustigen Schafricht. Der möchte doch kennen, der Kegelclub. Der ist doch bekannt in Lunke. Wie heißt die noch? Die Pretty Brummen. Nur ich sage euch in dem lustigen Schafricht, das eine, da weiß ich überhaupt nicht, was ich mit dem anfangen soll. Das ist der Henk. Ich sage, Henk, wo küsst du eigentlich her? Sind die knubbelig? Ich komme aus der schönen Stadt, wo der leckere Käse herkommt. Ich sage, hey, aus Philadelphia. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr mit mir zusammen in der Lüste schaffen. Also ehrlich, das ist schön, ich habe da gestern an der Theke gestanden, aber immer können Frauen die Weht und brüllt der Weht an. Weht, flück, dummer noch Köln, stummer noch, aber er hat die Sonnepümmel und der Bei uns hat die da so einen Königsforst drunter. Ist so ein Achseldackel. Neben mir steht ein Hufer gesoffen und sagt, Pete, tun der Ballerina auch unser Coach. Sagt er, Pete, wo willst du am besten, dass das ein Ballerina ist? Er sagt, wenn das Bein zu hoch kriegt, das kann nur ein Ballerina. Und Sie sind am Lachen. Ich habe das Ding bis heute noch nicht verstanden. Das ist ziemlich einfach. Aber ihr Lieben, eins kann ich schon in der Wirtschaft überhaupt nicht vertragen. Ich kriege jeden Tag doch Kalkergedeck. Kalkergedeck, kennt ihr? Ein lecker Kohlschnupper für die Schnauze. Und die Jungen, die an ja hängen wie ein 24er Blattschild. Wenn du damit eine gebracht kriegst, das fühlt sich ja an, als wir aus dem Weltenall so eine Termiten einschlagen. Aber nicht wie mit mir. Bin ich bei uns im Klingelpütz an der Selbstverteidigungskollegie gegangen, der ODF. ODF nennen wir, das heißt ob die Fresse. Ich darf euch der ODF ins Für stellen. Der ist ungefähr so groß. Wasserstoffblonde Löckchen. Mit Pitzbuin, Tuben, Sonne, Gackbrunn gebräunt. Ja, der litt der Tag mindestens 1 Stunde auf der Klappkaribik-Truppe. Hey, weißt du, so eine tätowierte, muskelbepackte Bilderstöckchen grad. Ich sag ODF, ob die Fress. Kannst du mir die waffenlose Selbstverteidigung beibringen? Lurte mich an und sagt, Knubbeli, natürlich. Versuch mal uns mit 2 Fingern der Augen zu stechen. Ich sag, ODF, das geht doch wieder, kann ich doch nicht tun, versucht. Ich mit den 2 Fingern ob die Ohren anvisiert, han zugestochen. Der nimmt blitzschnell das Hängchen in die Hü und wehrt das ab. Ich sag, boah, das kann ich bei der Lehre. Natürlich. Jetzt versuchen wir uns mit Anlauf in das Glockenspiel zu treten. Ich sag, kann schon nicht tun, versucht. Ich bin wilde auf der ODF angelaufen mit gestrecktem Fuß für dran, der springt um sich und ich knalle hier in die Wand. Ich sag, boah, das kann ich bei der Lehre natürlich. Ich sag, da muss man einen drauf trinken, Junge. Ich wieder in der lustige Scharfrichterin. Die Junge stand an der Theke, sehen mich. Der Ätzte sagt für mich, knubbelig. Jank schon uns für die Tür. Fang schon uns an zu bloden, wir kommen gleich. Ich sag, Kamerade, nicht mit mir. Ich beherrsche die seltene Kunst
der Selbstverteidigung. Seid ihr ehrlich? Was hast du denn da gelehrt? Ich sage, tritt mal uns in das Glockenspiel. Im heiligen Scheiß bin ich schwach geworden. Aber ihr Lieben, danke, weil lassen wir noch schnell einen auf die Lippe legen. Herrlich, herrlich. Nee, ihr Lieben, ihr fragt euch sicher, wie könnte der Knubbelig überhaupt... Mensch, boah, ihr habt hier Ober- und Unterhitze. Wie könnte der Knubbelig überhaupt in der Klingelpütz? Ich muss da etwas weiter ausholen. Ich habe ja 1979 erfolgreich die Schule abgebrochen. Ja, irgendwann die Hückende Schullehre ist sowieso nur noch singen und klatschen. Ne? Ich hab noch durchgehend ABD gelernt. Aber hey, 1979, das war noch Ziegel, ne? Da war ich 16. Getrunken haben wir Sternkölsch. Und Tritrop. Kennt ihr das sich noch? Also, ja, genau. Also, wenn ich da heute noch dran denke, dann kriege ich ja heute noch Bogenhusten. Nee, und jetzt haben wir die halbe Hähnchen vom Wienerwald. Ne, wisst ihr noch, ne? Ja, vom Türk, das Karussellfleisch, das jagt ja noch nichts mehr. Und an Norminger Schule habe ich dann eine Ausbildung als Bankangestellter auf dem Ehrenfeld gemacht. Ja, ich war Bankangestellter. Ich habe den ganzen Tag an der Hummelbank gestanden, ich habe stehen gelegt. Anschließend war ich bei den Soldaten und paff, war ich in Klingelpütz. Und ich habe damals bei der Aufnahme für Gefangene angefangen. Ich weiß noch, man musste damals die Gefangenen, die persönlichen Daten immer notieren. Und einer der ersten, der bei mir ankommt, das war ein Schwarzafrikaner. Ich habe das abgeschrieben, meine Ausbilder stand hinter mir, schaut mir über die Schulter und sagt, Knubbelig. Ghana schreibt man mit H. Also so eine Dressverzeller. Hana. Nee, komm, der war nichts. Lass mal. Nee, komm. Ja, nee, ihr Lieben, ich habe ja mehrere Systeme. Ich habe mich auch beworben als Trainer beim 1. FC Köln. Ja. Ich habe die Quantifiziert, ich könnte das. Ich habe jahrelang die Stabhochsprungmannschaft im Klingelpütz trainiert. Nur irgendwann haben wir 10 gelassen, die wollten die immer winnen. Ich weiß ja gar nicht, könnt ihr euch überhaupt vorstellen, wie es in so einem Hafthaus aussieht? Ja, ich weiß. Wer war das jetzt? Ich meine, ein paar von euch kennen ja. Ja. Unzucht mit Landmaschinen, 3,5 Jahre. Nee, jetzt stellt euch uns vor, wir wären jetzt hier nicht in dem Brauhaus, sondern wir wären jetzt hier in einem Hafthaus in Ossendorf. Da hast du ja da eine Zellentür neben der anderen. Und da geht er raus auf der Freistundenhof. Jetzt kommt mal alle Male im Geiste mit mir auf der Freistundenhof. Da hast du ja alle Nationen und alle Delikte. Hingen in der Ecke am Sicherheitszaun stand hier aus der ehemaligen DDR. Und brüllen immer, die Mauer muss weg. Ja, und ich habe ja so zwischen 12 und 15 Düsseldorf auf meiner Musterabteilung. Ne? Ja, ich habe so auf dem Freistundenhof all zusammengehalten und haben zu denen gesprochen. Ich habe gesagt, liebe Diebe, hochverehrtes Gesocks, wir machen jetzt ein mathematisches Quiz. Ich bin der Quizmaster. Einer von euch ist Kandidat und der Rest von euch ist Publikum. Oh ja, Herr Beamter, das machen wir.
Ich sage, wir fangen an mit Multiplizieren. Larry, das ist mal nehmen. Bitte, bitte, das ist da ist sie. Da ist sie immer Wanderschaft. Ich sage, lass mal anfangen mit mal nehmen. Was ist 3 mal 7? Der Düsseldorfer Kandidat 11. Das Düsseldorfer Publikum, gib ihm noch eine Chance! Gib ihm noch eine Chance! Gib ihm noch eine Chance! So läuft mir der Witz, macht mich fertig. Ich sage, machen wir wieder mit Dividieren. Larry, teilen. Ich sage, was ist 60 geteilt durch 10? Der Düsseldorfer Kandidat 11. Das Düsseldorfer Publikum, gib ihm mal eine Chance! Gib ihm eine Mission. Machen wir addieren. Was ist 5 plus 6? Der Düsseldorfer Kandidat 11. Das Düsseldorfer Publikum, gib ihm noch eine Chance! Warte, das ist noch ein Witz, muss ich immer neu anhören. Ihr Lieben, also mich schmäht das ja immer fertig. Ich bin dann gestern über Trottoir in Ossendorf nach Hause gegangen. Da ja nicht so lang, da sind ich um einmal der Frau Golfenbach, ist der Straße am Fehlen. Die hätte ja kein Haar am Besen. Die hat ja keine Haare am Besen. Oben hängt der Frau Müllermeister im Finster, belurt sich das Spiel und sagt: Sa, Golfenbachs, die hat Junge ja kein Haar dran. Eine schöne große Mann über eine blöde Schwadlappen. Wieder so ein Witz, der ich nicht verstanden. Ja, nee, Fresse los. Glück mit den Mopeder stellen kann, sind oft nicht treu wie old, egal auf Frau, auf Mann. Allah, frohfrische Zoon, trinken mit Mütz, blieben Üre, knubbelig vom Klingelpütz. Allah! Knubbelig, pass auf. Jetzt muss ich wieder hochhelfen. Und die Zugabe kommst du nicht drauf, mein Freund. Direkt wieder drauf, ein bisschen Platz zum Trinken und dann wieder auf die Lippe, wie du siehst, ne? Ja? Verschleck dich nicht, pass auf. Bist du fertig? Gott sei Dank ist der Stuhl nicht von Ikea, der hält nicht aus. Helmut, kannst du noch uns? Ja, ganz und Dankeschön. Nee, nicht dran letzten. Ihr Lieben, Moment. Jetzt. Ihr Lieben, also ab und zu müssen wir mit den gefangenen Transportomnibussen, die kennen die mit der kleinen Fensterchen, damit da keiner rausfällt. Wir sagen auch der Landwirtschaftsexpress. Für uns sitzen 2 Ballonen, hingen die armen Söhne. Hey, man muss ja zweimal am Tag müssen wir auf die Schell-Siger rüberfahren, da das neue Polizeipräsidium, so neu ist es nicht. Ihr wisst da drüben, ne? Die haben ja auch so eine kleine Gefängnistrakt, wie heißt das noch uns im Amtsdeutsch da? Alcatraz. Hey, gestern sind wir mit dem Omnibus losgefahren, kommen wir bis in Ossendorf, bis an die erste Ampel. Ob einmal gibt es so ein Mütterchen an der Omnibus dran, da muss wohl ein Ausländer hin. Ich bin gleich fertig. Man könnte so arme. Willst du hin? Da muss wohl ein Ausländer hin. Die kloppern die schief, ich drehe die Schiefe rauf, setze. Beamter, du fahren Kalk? So, nee, Menschen. Nee, Freunde, dort mir gefallen, dort heute Abend mit dem Larry und mit dem Helmut noch eine richtig kräftige Kölsche Fastelavond feiern und dort mir vor allen Dingen einige Falle und lasst uns Kölsche Sprache nicht im Rest
denn ansonsten geht sie verloren und das wird arschschade dran. Herzlichen Dank, Liebe Leute, Chance! Liebe Leute, Chance! Ja, wir danken dir natürlich, lieber Ralf. Eine tolle Rede zum Einstand. Rufen wir auf die Königin von Klingelpütz auf ein dreimal Kölle! Klingelpütz! Knubbelig! Wunderbar, danke, dass du da warst. Zum Valentinstag gibt es eine Rose. Das ist eine schlechte Die Große. kriegst du aber da vorne wieder abgenommen, ne? So wie die Notrose, die wollten auch für die anderen Künstler, ne? Aber wie gesagt, erst einmal ist danke. um schützlich festgeschossen. Nee, das ist extra teuer eingekauft zu Valentinstag, ne? So, die kannst du gleich wieder abgeben, aber wie gesagt, wir danken dir, dass du heute bei uns warst. Wir haben uns gefreut, wir wünschen dir einfach noch eine tolle Session und toi 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 und sagen danke an die Knubbelig vom Klingelpütz. So, Dankeschön. Beach,